Ekjran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma ekjran. Dankzij dat je van jou erbij bent. En welkom George. George Guenther, het eerste mal hier bij ons. Welkom hier. Dankzij. Ik freue mich wirklich, dat du van jou hier bent. Ik ken die nu al, weet niet hoe lang, maar al even een jaar, 2 jaar vielleicht. 2 jaar. So, en ik freue mich, dat du hier in onze midden zijn. We willen van jou die geschichte hier. God zijn geschichte. Amen. So, du bent een bijzondere persoon en God heeft veel met je gedaan. En George, fang einfach mal an. Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren und so weiter? Well, dankzij Eduard voor mij aanloden en dankzij voor de arbeid wat hij gedaan voor God. So. Well, ik ben in Santa Cruz geboren. Mijn ouders wonen in Riva Palacio. En als ik 6 jaar was, trok ik naar de Belize-kolonie. En toen heb ik dan gewoond bij 17 jaar. So, dat is alles hier in Bolivien? Dat is alles hier in Bolivien passiert, ja. En ik heb de Belize-kolonie dan van 6 tot 17 abgewassen, dat zijn 11 jaar. So, en du verbringst die kindheid, school, jugend? Toen heb ik ooit naar school te gaan en niet veel geleerd. Ik heb geleerd rekenen. Nou, wenn wat wir sagen, wenn wat du nicht leren deed? Ik had mijn broer als schoolleraar. En wegens dat via onze eerste woord opleiding gekeken dat zijn broer mij weer we zijn in de school als andere kinderen, wie ik de jaren wurde toedemus abgehangen. So, hij was besonders streng behandeld, dat hij niet would zijn, de andere kinderen wouden zeggen, hij werd niet zo streng behandeld. Ik kreeg bij 2 maanden schach. Wow. Maar mijn broer ook echt maar. Je is al aufgehört. Ik weer aufgehört, ik wist wie ik weer. Ik wist voor wat ik doe weer. Maar als ik dan geraden word, ik ben zeer apart abgewassen. Niet veel met mensen gewas. Mijn dad hield ik immer wieder apart ab. Du wist something in mijn dad wat eruit wil en wat niet eruit kan. En ik zei, ja, hou me ook een deel op voor mij in de eerste wereld, omdat ik dat niet durf terugbrengen. Ik heb een zeer schöne tijd gehad. We moesten vrij werden. En ik heb een schöne tijd gehad met God immer door. Niet dat alle dingen goed werden wat aanging, maar danach. Dus du wist dat du in God weer en du kunt hem ervaren. So, wo wart je dit aan? Wo komst je naar dit? Ik vertel even met God. Ik zag de Bibel zegt. In de school had je dit? Nou, we hadden het zijn. Oké. Ja, in de school kunnen we dat niet gaan. Oké. Dat we niet school zagen. Dat we niet zagen. Mijn ouders weer niet tof voor het evangelium. Oké. Mijn mama weer daar al, maar mijn dad niet. So, hij had deze idee al op? Hij had die idee op. We loaden mensen, mijn dad noopt mensen op van de heim. En hij wil ook op van God zijn woord hier. Even though hij kon dat niet verstaan, nog niet van dat oude naar dat nieuwe, maar hij had het daar op. En dat kreeg de Heilige Geest in mij een raad te arbeiden als ik klein was. Dan op een stap? Op een stap. Ik nu ben met God, ik zei, Jezus, wanneer du dan gehoord hast, wanneer du dan hast mensen vrijgezet, dan bist du nog einmal dezelfde wens. Du hast nicht im 3. Testament geschrieben. Dort die Gemeinschaft vor mit Gott. Und ich vertel einfach mit denen. Und ich wünsche, ich kann die mal treffen. Ich wünsche, ich begegne mal nach Menschen wie Paulus und Petrus, die jeden heult. Ich wünsche, ich könnte begegnen. Und du fängst de Heilige Geest in deine Arbeit an? Ja. So, blijft du best dan niet doorgebleven? So, wo nam zich die Geschichte wieder, an die Jugendzeit und so wieder? Well, ik ging dan, werd je dan ook geraden. En dan ging ik dan met manche jong. Maar ik weer een beetje een uitpunt. Ik weer niet een fan jonge begos. Ik weer... Alles wat du mit Gott erfahren hast, aber du weer in die Fleisch wieder nach Sachen was? Oh, bij jou. Je weet, ik ga mijn gezendingen niet aan dat wat Paul Römer 12 vers 2 van redt. Dat hoor ik niet gedaan. Weens, ik had geen lering. Ik had geen lering. Ik wist dat immer de dingen wat ik deed, wie zo erg.
Aber wenn ich so meine Partner arbeiten, in mein Fleisch hat Macht eben Jes. Und das ist einfach auch das Jes, was in Lehrern sehr viele Kolonien ist, dass so viel beiseite du bist, manche Jugend so viel besser was du wirst ohne sein. Yes, und dort wir noch ein Ding. Du wir ein Flug ab diese Familie. Und die Flug wir mir. Ich sag eine Anerkennung. Und wovon gehe ich da? Mit versegnet Beiße zu sein. Und ich verbrachte das. Wow. Ich verbrachte das. Menschen respektieren mich, Jungs respektieren mich, aber das wir nicht ab der rechten Weg. Das wir nicht Gott sehen Weg. Das wir diese fleischliche Last. Das wir die Dienstnis, für was ich dann arbeiten darf. So, und dann, du fängst du dann die Jugendzeit an und tragst du dann irgendwann weg, oder wo nimmt sich das an? Als ich 17 Jahre alt war, dann ging ich von der Kolonie weg. Und dann bin ich even Jahr, wo ich ganz weg war. Wie hast du das bereit, oder das du das No. Well, ich sehe, du, bei der Stadt, wo ich schaffen, du siehst ich gern. Ich würde weggehen, aber ich sehe, ich lüge, wo ich würde hingehen. Ich sehe, ich würde nur eine ukrainische Kolonie gehen und ich wüsste, was ich nicht würde. Okay. Anders sie mir würden betonen und sie mir würden gehen. Dann ging ich aber für Spanien schaffen. Dann bin ich ganz weg, dass keiner weiß, wie ich war. Und hier wird ein Ding, wo Gott sich sehr offenbaren hat. Als ich nach der Jung war, dann hier ich mal wie eine Rampenskolonie, fängt an. Und dort werden diese sehr besondere. Und die werden ja bloß gleich in der Hall. Aber in mir war something, ich bin nicht schwierig. Was ich wir, wenn du war die Nom, Jesus in Nom gebraucht, der reden von Jesus. So du wirst something in mir, dat wie interessiert für das. En dan had ik met een man wat gedaan van Val Esperanza. En dan als ik dan terugkwam van Spanje, dan voer ik den bezegen. En dan stond ik in Quadricanjas. Zo interessant. Ik had geen geld. Tim veel wat weer moven. En dan op einmal kwam er een koffie bij voor de mensen die piepen bereid. Ik wist hoe het bij die staat. Ik stond ook nog gewoon bij, maar mensen was zo dat dan erst niet. En dan de stem dat die piep hier niet bekomt, dan werd het niet schwer. Dan werd het van de wreedjes naar Chihuahua getragen, früher was met doorgaan. Oh, hij wil je tragen? Ja, hij wil je tragen. Ik had het niet gewusst en ik wist ook niet hoe Chihuahua was. Ik had geen idee. So ik zei, dit wat de Heer Jezus mij daar zei, dat ik nieuwsgierig word. Dat ik van Jezus gegeven had, dat bracht me wat toe dat ik doorgaan deed. Wel, dat ik de deel opmerk dat ik eruit weet om te gaan. En nu kan ik kan dit aan me om te fahren. So. Ik voel me doorgaan, meer heeft dat ook schijn gegaan, maar daarna ik kon niet verstaan, wo ein Christenleben arbeiten soll. Ich sagte nun, ich fand das nicht. Und über dem fuhr ich nach Kanada für meisten Jahr. War so hoch, dann du fuhrst nach Kanada allein? Allein. Okay, ja. Echt? Ich hatte da mal ein Accident. Okay, was ist passiert? Ich dachte an eine Tarnbreisen. Wo, in Chihuahua? In Chihuahua, ja. Wir hatten da 2 Monate boven gereist. Das war mein erster. Ich hatte 2 Tage in der Tingel ausbilden. Und dann sind auch gehen oben die Leute vorbei, und dann sind die früher die Tarnas op. Und dann sind die Schriew, dann nehmen sie Schrift die Tau. Wir haben von ihr gesagt op. Okay. Dass er nicht drückt. Und sie dachten so, das wir sicher nicht. Weißt, wir haben verschiedene Dinge, verschiedene Wege. So, sie Schrift die Tau, und dann Monat klaktieren. Die war die Tarnas. Wow. Und dann verbrannte ich. Und dann war ich in einem Hospital die 4. Week. 2 Monate war ich in Hospital wieder. Okay. En dan doorheen, was een tijd doorheen dan voor ik naar Canada. En dan ben ik door bij de 11 maanden ben ik door. En dan kwam ik terug. Hattest du kanadische Papiere? No, dat krijg ik dan meer zoveel met kanadische papieren. Ja. So Dan komt ze weer terug hier nog? Dan kom ik terug hier aan, ja. Ik had hier een girlfriend. Der hat so, ja, okay. Ja. Okay. Als dit alles passiert, dan... Dan hat sie der, ja. Okay. So, dann kommst du drei, du wirst besonders ein Magnet, was ich hier anhole, right? Ja, ja. Sagen, was passiert dann? Well, dann fange ich an, feine Lied zu schaffen. Und dort mal nicht, was mir hier angeschlafen, dort bin ich dort, was Gott für mich hat. Okay. So, dann ging mir das Jahr ab, das ging.
Schaufte ich für meinen Schwäger. Ich wusste nicht, dass mein Schwäger war. Aber ich konnte sagen, Lea selbst wird. Also ja, eine andere Girlfriend, der andere mehr als wie eine andere. Ja. Okay. Maar daar had ik niet veel nog niet gehoord. Dus, weer. Maar ja, dan vond ik aan verdiend te schaffen. En ik had allemaal dat een leen zelfs werd. En schrikkelijk schaffen, doordat ik echt tot wel ongezien zijn. En dan heb ik doorgeschaffen, jaar, 2 jaar. En dan even dem dan, wie dit met mijn vrienden zo. Dat we een lui werden. En dan bevrijd we ons. So met die Wirt, seine Tochter, befried sie dann? Okay. Und dann? En dan heb ik hier nog een jaar, weer even een jaar gewoond naar voor we werd op elkaar. Okay. So dann had je dan al kinderen als die naar Canada Een kind had we, ja. Een kind al, en voeren ze tot naar Canada? Ja, voor naar Canada. Ja. En nu woon je in Canada? We voeren naar Ontario, waar ik eerst we hadden gefahren als ik solteren weer. En wo stand dein jährliches Leben in der Zeit? Mein jährliches Leben war sehr kalt. So, du hast damals diese Erfahrung als Kind gehabt, aber dein bütterliches Leben hat nicht eine seine Änderung gekriegt. Kleine Trägen abgewahren. Du ich wie hängen ohne Jesus. Aber irgendwo ich fand nicht, das was ich belebt habe mit Jesus, fand ich nicht. Aber dann war ich hey, mal getroffen. Bij mijn konen. Ik ging door dat bij mij. Ik dacht, oké, dan was ik tot fijn. Ik zag nu dit. Ik verstond Jezus. Ik had Jezus aangenomen. Maar dit nu wat ik zag, vond ik doorheen ook nog niet. Zo, ik liet me door dan troffen. En befriedigend. Luther befriedigt was. En wir waren einfach mal hier einmal ein paar Ummerkungen. Ich glaube, wir sind krank bei einer interessanten Stelle gekommen. An der Zeit, als wir von der Lehrer zu eng gegangen. Aber wir waren von dem, was ich kann auch krank hier, wo du nicht hin warst. Ich kann dir die nicht schicken. So, wir waren nächstes Programm wieder mehr gesagt, weil die Anlore mir gesagt hat, das nächste Programm hier ist. Aber ich will die George nicht zu lassen eine Frage stellen. Wenn du denkst, hier ist vielleicht krank, so ein junger als du dann wirst, 16, 17, 18 Jahre. Der fühlt sich krank, so du die dann fühlt das. Der sieht das nur, das wahre Leben. Was musst du ihm sagen? Ich würde ihm einfach sagen, Gummel nach Römer 4, Vers 8. Und ich würde den Vers sagen. Das ist ein Vers, was mir sehr viel geholfen hat in meinem Leben und das von der und Tag noch. Und da eine persönliche Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist, was dein Leben, was du anbringst, wo Jesus dort will. Hier sagt das so. Aber Gott weiß uns seine Leib durch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Okay? So, wenn du ein Sünder bist, wenn du nicht hast Jesus angenommen, Gott leitet dich. Dann habe ich nur den anderen Vers. Wenn du hast Jesus angenommen, und diese Fall, dass du bist nicht willkommen, du bist nicht was wird, dann steht man hier. Wie viel mehr dann nu, dass wir durch sein Blut sind ja reich geworden, wo wir durch Arm von Gott sein Ohr verschont blieben. So gib nicht ab, mein Freund. Geh verder weg und merk das zu dien wird. Das redet Gott hier zu dir. Merk das zu dient und sei, dass Gott läuft mir. Kreiden und wo ich sehe. Amen. Vielen Dank. Dankeschön für uns hier. Möchtest du das mitteilen mit deinen Freunden über Facebook oder wo immer du dort sitzt, dass viele Menschen gesehen werden und sehen wir uns nächstes Programm. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.